Der Tanzapfen, Teil 4. Am Montag ist der Herr Rieder spät zum Znacht gekommen. Sie haben auf ihn gewartet. Er sei noch hurtig bei der Frau Hässig gewesen, hat er gesagt. Sie haben ihn angeschaut, wie wenn er erzählt hat, er käme gerade vom Mond. Er ist zu Suche gesessen und hat rausgenommen, wie wenn er nichts merkte. Es ging ihr ganz gut, hat er berichtet. Sie können dann nach den Festtagen wieder heim. Aber vorläufig tun sie sich fürchterlich langweilen. Sie freuen sich für heim. Sogar auf einen Lärm im Stegenhaus freut sie sich, hat der Herr Rieder gelacht. Ich sage euch, ihr kennt die nicht mehr. So freundlich, so nett, wie ein umgekehrter Händchen. Die Tochter musste wieder heim müssen auf Zürich. Besuch haben sie eigentlich kennen. Vom Morgen früh bis am Abend spät liegt sie da, zur Nacht können sie nicht mehr schlecht schlafen. Sie hat grüsli Freude an meinem Besuch. Sie hat mich fast nicht mehr gehen und etwa 7 Mal gefragt, ob ich wieder komme. Und nach den Kindern hat sie gefragt, wie es ihnen geht, was sie machen. «Kann ich vom Tisch?» hat das Meierli harthölzig gefragt. «Aber du bist noch gar nicht fertig», hat Frau Rieder gesagt. «Nimmst noch ein bisschen Rösti?» «Merci.» Das Meierli hat den Kopf geschüttelt und ist aufgestanden. Die Serviette hat es auf den Tisch gebänkelt. «So wart doch einmal, bis wir alle fertig sind», hat Frau Rieder gesagt und das Meierli schräg angeschaut. Das ist wieder abgehockt, aber nur so auf einen Stuhlrand, hat die Ellbogen auf den Tisch gestellt und den Kopf in die Füße gelegt. Als der Herr Rieder weiter erzählen wollte, hat die Füße auf den Tisch gehauen und brüllt: «Ich weiss schon, was ihr wollt. Der Tanzapfen soll ich dieser Kuh geben, aber ich gebe ihn nicht. Fertig!» Und es ist aufgeschossen raus. Es hat niemand zurückgerufen. Und die Woche durch hat niemand mehr von der Frau Hässig gehabt. Man musste zwischen Haufen denken, dieses und eins fertig machen, Weihnachtsgeschenke einpacken, Gützeln aufräumen. Am Samstag ist die Frau Rieder das Bäumchen erreichen. Am Sonntagmorgen hat sie den Christbaumschmuck aus dem Keller geholt und geschaut, ob all die Kugeln noch ganz sind. Und die Kinder sind tiefig die glitzerigen Herrlichkeiten mustern. «Ihr könnt mir helfen, den Baum zu schmücken, wenn ihr wollt», hat Frau Rieder offeriert. Und ob sie denn wollen? Mit Feuereifer sind sie dahinter, die zwei. «Können wir diesen Stern hier auch dran tun? Hat es noch mehr von diesen roten Kugeln? Soll ich das Glöckchen hier hängen?» Mit ihrer Fragerei haben sie Frau Rieder fast Sturm gemacht. Das Meierli hat schon ein Zeitchen eine feine Glaskugel in den Finger gedreht und plötzlich hat es gefragt: «Mutti, wo hast du denn den Tanzapfen?» «Im Nähschaft», hat Frau Rieder gesagt und eine Kerze besser gestellt. «Beim Flickzeug. Warum?» Aber das Meierli war schon fort. Mit einem ladierten Päckchen ist es herumgekommen, hat das Bändeli aufgeknüpft und den Tanzapfen Säuferli ausgepackt. Er war noch ganz, nur ein paar Strohblümchen hat sie wieder reinstecken. Frau Rieder hat die glasklare Kugel, die das Meierli so lange in den Händen getragen hatte, hübscheli genommen. Das Meierli hat den Tanzapfen aufgehauen und ihn von allen Seiten geschaut. «Ich glaube, ich schenke ihn gleich der Frau Hässig», hat es ganz leise gesagt. «Wie denn meinst du, Meierli?» Frau Rieder hat durch die Glaskugel durchgeschaut. «Weisst, Mutti, in meinem Weihnachtsgedicht heisst es doch, mit allen Menschen Frieden auf Erden. Und ich könnte es nicht sagen, wenn ich an die Frau Hässig denken. Tränen sind ihm gekommen. Es ist der Mutter um den Hals gefallen. Die Glaskugel ist am Boden gefallen. Erschrocken hat das Meierli auf die Scherbe geschaut. «Es macht nichts, Meierli», hat Frau Rieder gesagt. Und es ist ein Mädchen mit der Hand über die Haare gefahren. Etwas anderes ist dafür wieder geflickt.